Je höher sie kommt, desto mühsamer wird der Aufstieg. Die Lili getraut sich längstens nicht mehr hinter sich zu schauen, sonst wird es ihr nur noch trümmelig. So tief geht das runter. Der Blick nach vorne gerichtet, suchen ihre Hände Halt an Grasbüschel oder Wurzelresten. Immer wieder schürft sie sich an scharfen Felskanten die Finger auf. Bravo, du hast es fast geschafft. Ich habe ihm erklärt, dass sein Gestank für zarte Mädchennasen nicht zu ertragen ist und er hat versprochen, sich zusammen zu reissen. Ich glaube, dass du da mehr Probleme hast, weder ich. Quatsch! Er ist auf alle Fälle gespannt, dich kennenzulernen und erwartet dich. Wenig später erreicht Lili den Gipfel. Aber sie sieht weder einen Vulkankrater noch sonst etwas Auffälliges. Nur eine fast kreisrunde Ebene, nicht viel grösser als ein Tennisfeld. Der Boden ist ausdörrt und völlig verbrannt. Kein Grashalm weit und breit, nur vereinzelt Geröll und Steinbröcke. Schräg vis-à-vis, am Rand der Ebene, liegen ein paar grössere Felsbröcke und aus ihrer Mitte schaut ein spitziger Felszacken steil hoch. Lili schaut den Ambrosius an. Und jetzt? Der Rab nickt zu den Felsbröcken über. Aber kaum hat sich Lili in Bewegung gesetzt, schiesst ihr von dort ein gleißender Feuerstrahl entgegen. Lili fasst sich ein Herz, holt tief Luft und geht langsam auf die Felsbröcke zu. Die Vorstellung, dass sie gerade das magische Schwert Excalibur in die Hände bekommt, treibt sie vorwärts. Aber was ist denn das? Was sie jetzt sieht, lässt sie doch erzittern. Der merkwürdig geformte Spitz von einem Felsen hat sich bewegt. Ein Drache! Du musst lauter reden, meine Ohren machen nicht mehr so mit. Komm näher, lass dich anschauen. Es ist schon eine Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal ein junges Mädchen gesehen habe. Jetzt kommt der Drache aus der Deckung der Felsbröcke und breitet seine Flügel aus, wie jemand, der sich nach einer langen Reise strecken will. Seine eindrucksvolle Erscheinung verursacht bei der Lili Hühnerhaut. Ehrenwerte Ambrosius, bitte entschuldige mein kleines Gürbsli von voran, aber ich bin so entzückt von dem jungen Mädchen, dass es mir einfach rausgerutscht ist. Ich habe doch schon ewig keinen Damenbesuch mehr gehabt. Lili staunet. Obwohl sie natürlich noch nie einen Drachen gesehen hat, sieht er doch genau so aus, wie sie es erwartet hat. Sogar die dunkelgrüne Farbe von seiner leicht schuppigen Drachenhaut und die kleinen Ohren entsprechen genau ihren Vorstellungen.